Glaubst du wirklich, dass es so ist? Kriegt so aus der Schlange Eva im Paradies verleiht, so versucht Mammon uns auch nur seine Seite zu tragen. Gott sagt zu Adam und Eva, hier ist der Garten, der ist ganz für jünd da. Eet wat immer je wollen, so viel als je wollen und wann immer je wollen. Dort ist alle da. Ich hab alles versorgt, was je nötig haben. Bloß von dessen einen Baum darf je nicht eten. Aber der Schlange streitet sich mit dem Mensch. Ich putz dort ein bisschen ut. Glaub je, dass Gott wirklich das Beste für jünd am Sinn haft? Will er wirklich, dass je das alle haben? Wieso kann je von diesem einen Baum dann nicht auch eten? Dort das Krieg, was jünd noch fehlt, um Frau zu sein. Von dort hier so ein Wort wechselt sich so als dit. Denkst du, dass Gott für die wirklich das Beste am Sinn haft? Denkst du, dass Gott die wirklich dort geben will, wo er die so sehr verlangt? Glaubst du, dass Gott die das Geld geben wird, um deine Firma zu vergrößern? Denkst du, dass Gott die wirklich das Geld geben wird, um das Grundstück zu kaufen, was die fehlt? Glaubst du wirklich, dass Gott dir das Geld geben wird, dass du dir ein feines Auto kaufen kannst? Denkst du, dass Gott dir wirklich das Geld geben wird, um ein Haus zu bauen oder zu kaufen? Und so ja dort. Nachdem dat Doris und ich Walter sein Missionszentrum gebaut haben, dachte ich immer noch so als dit. Gut, Gott gibt uns das Geld für das Missionszentrum, aber für mein Haus, wo ich mir Geld leihen motten. Ich vertraut Gott nicht ganz. Sicher wird er versehen, wo ich sorgen, und dafür abkommen, dass versehen deins genug Geld da sein wird. Aber für mich wird er dort nicht versorgen. Dafür muss ich selbst abkommen. Ich muss dafür Geld leihen, und dann wird ich ein Haus bauen können. Oder so dachte ich. Wenn sich das Weg von den Angehörigen auch sinnvoll hielt, wie meine Seele doch krank. Und mein Mestrühen erwarte ich nicht einmal, dass Gott für mein Haus sorgen wird. Ich dachte nicht, dass Gott dafür interessiert sein oder sich dafür verantwortlich machen wird. Ich hantiere das bloß so, als ich das gelehrt hat. So deuten meine Eltern auch. Sie liehen Geld und kauften ein Haus. So ward wie abgetrocken. Das ist, wo wir lehren Dinge zu tun. Das wird der Weg von was tun. Ich habe die Unterholung beholen, was ich mit dem Architekt für das Missionszentrum hat, über Geld liehen, um uns privates Haus zu bauen. Als wir vertelten, kamen Gedanken so als ein Blitz an meinen Sinn an. Victor, wenn Gott das Zentrum betonen kann, wo soll nicht auch dein Haus? In dem Moment sehe ich zu dem Architekt, weißt, wenn Gott das tun kann, was er hier tut, dann kann er mir auch ein Haus geben, ohne dass ich dafür Geld leihe. Noch eine andere Frage, was mir in dieser Zeit am Kampf am Sinn kam, wie das. Und was, wenn Gott am Hort doch nicht mein Bastet am Sinn haft? Was, wenn er mich kleinen Arm holen will? Du wie das war, der Ole Last, was die Schlange brucht, um Adam und Eva zu verleiden. Gott will jünd wat Gaudet entholen. Er will nicht, dass die so klug oder so gut auf sind, als er. Aber hat Gott dort am Paradies nicht gut fair mit Adam und Eva? Sie hatten persönlichen, beständigen Kontakt mit Gott. Da wir keine sind zwischen Gott und ihr. Sie kannten keine Krankheit. Ihr fehlt nichts. Kriegt so aus bei Adam und Eva, haft Gott mit uns gut fair, mit mir und die und mit allem. Aber einmal können wir immer noch denken, dass die Schlange recht ist. Wir wohnen nicht auf einer Insel von Fried, wo jeder einer am alle andere bedacht ist, und alle immer wundern, was für Gaudet sie für den Nober daunen können, oder was für ein Geschäft sie daunen können, um irgendwem wirklich recht zu machen. Nee, wir in der westlichen Welt finden uns selbst an ein System, was von der Schlange regiert wird, Mammon. Das ökonomische System, wo wir binnen wohnen, schien für uns wahrheitlich und logisch zu sein, und wir seien keinen anderen Weg. In der Regierung der Versicherungsnaht mag das besonders schwierig, Gott mit zu haben. Wieso würde uns das dann empfehlen? Wieso soll ich Gott vertrauen, wenn der Regierung alles versorgt? Wir haben diese Weltansicht von Kindheit an erfahren, und so haben wir für Jahre an ein gedacht. Und sicher sei wie dort auch. Wenn ich mir nicht Geld geliehen hat, würde ich immer noch Pacht holen. Oder wenn ich nicht Geld lieh, um meine Firma anzufangen, würde ich das keinmal machen. Es dort der Platz möglich, dass Gott einen anderen Plan für all das haft? Haft er ein anderes finanzielles System? Als Jung dachte ich immer, dass wenn Gott auch für meine Seele verantwortlich wäre, wären die Banken aber da, um Geld zu haben und uns finanziell zu versorgen.
Leide bank den Geschäftsplan fair en mag Verhandlungen. Durch zo'n denken lief wie zo'n verholen als een kind und je dat schul ella, wat de Mutter sagt, dat ze bloß nur de Bank gaan soll, wanneer meer Geld fehlt. Dat wie ein langer Weg, aber Schritt für Schritt muss Gott mich von dieser Denkweise los und heilt mein Hort. Das passiert nicht über Nacht, das wie ein Prozess, eine Entwicklung. Das ist die gute Nachricht. Und die noch bessere Nachricht ist, dass Gott das für die auch tun will. Viele von uns glauben von Geburt an, dass die Bibel Wahrheit ist. Das ist für uns nicht besonders schwer zu bestätigen, dass Gott sein Wort wahr ist, wenn wir an uns denken. Die Bibel sagt zum Beispiel, dat selber es meint und dat Gott es meint, sagt der Herr, der alles regiert. Haggai 2, Vers 8. Wenn wir nur unserem Grundglauben gehen, mocht wir sagen, wenn die Bibel das sagt, dann muss das Wahrheit sein. Goldene Gassen in das himmlische Jerusalem. Aber was hat das mit mir, mit mein alltägliches Leben und mit mein Geschäft zu tun? Was bedeutet das für mich, wenn mir Geld fehlt? Was hat das von dort für mich für eine Bedeutung? Beacht, was Jesus über das Thema lehrt. Frucht en jünt wat gejeft worden, seegt en je worden vingen, klappt an en jünt wat opgemaakt worden, wils wer da fragt, kriegt, en wer da seegt, vingt, en wer anklappt, für dem wat opgemaakt. Wordt bejünt wer sennen, die zien sehen, wo ein Stein geven, wann der am verbraut fragen wird, oder wann der am noch ein Vers früch, der am dann eine Schlang geven wird, wann je dann, so schlecht als die auch sind, doch weiten jüne keine goude Goven te geven, woveel mehr wordt jün Vater am Himmel die goude Dinge geven, die am dono fragen. Matthäus 7, Vers 7 wat 11. Weil wir diese Leerstaub wie nehmen. Wir glauben, dass Gott sein Wort Wahrheit ist, und daher ist diese Üt sei Wahrheit. Die Bibel sagt, dass alles Gott sein ist. Die Bibel sagt auch, dass wenn wir unsere Kinder dort geben, wo die noch fragen, dann wird Gott uns auch geben, wenn wir noch fragen. Dort macht Sinn, das ist logisch. Wieso erwarte ich dann nicht, dass Gott mir dort geben wird, wo ich noch frage? Weil wir mal ganz praktisch von diese Fragen angehen. Wieso denkt mir nicht logisch, wenn das um finanzielle Sachen geht? Wenn die Bibel dort sagt, dann muss das Wahrheit sein, und dann soll ich da noch handeln, nicht so? Weil wir hier abrechtig sind mit uns selbst. Wenn dort, was die Bibel sagt, Wahrheit ist, wieso tun wir das dann nicht? Antwort: wegen wir das nicht glauben, dass wir das tun können. So wie das in meine Geschichte. Die Bibel enthält viele ermutigende Psalmen und schöne Wörter, aber ich fühle nicht, dass die im wirklichen Leben anzuwenden gingen, wegen wenn ich lüge, was das Geld vom Himmel fallen wird, wo ich keinmal ein Haus bauen oder ein Geschäft aufmachen kann. Vielleicht ist Gott nicht so mächtig, trühen ab zu verloten, dass wir gelehrt sind. Vielleicht ist das bloß alles eine schöne Theorie. Vielleicht ist das vor am Sonntag, aber von Montag bis Sonnabend ist das nicht anwendbar. Oder glauben wir das bloß einfach nicht und wollen uns dort nicht wagen, Gott zu vertrauen und dort andere uns so mitleidend anschicken und sagen, na, dem ist bloß was abfallen, das beigefallen. Ein Geschäftsmann sagte mal zu mir, Victor, weißt, Geschäfte driven schafft nicht, wenn du die Bibel unter dem Arm hast. Möglich ist, dass er ein Bruder in Christus wir. Seine wir gingen deep an mein Hort nähen, und ich sagt lang darüber. Wir seien viele Dinge, was du jeden arbeiten, dort wir uns vertrauen auf Gott sagten, dass er uns dort Geld, was uns fehlt, geben wird. Wie viele Menschen kennst du, was in dit Vertrauen beständig sind, so gut und kleine ist auch in größere Dinge. Wohnt sind gute Beispiele, in dem dass sie Gott in ihre Finanzen vertrauen. Ich hatte keine gute Beispiele in der Zeit, dass ich das lehrt. Dat is wo so wir ab ihren Zweifels haben, auf alles, was die Bibel sagt, nu in unsere Umstände im Leben Wahrheit ist, als dort von dort noch schafft und wir dort anwenden sollen. Wenn die Bibel für unsere Tiden nicht mehr anwendbar ist, dann würde das logisch sein, wenn wir die auch nicht mehr lesen brauchten. Das ist ja für mich allemal nicht mehr anwendbar. Aber, wenn das Wort Gottes für mich ist, und nicht bloß für die Römer, die Epheser und die Korinther, dann ist dort ein lebendes Wort und ich soll das zu mir reden lassen. Und wenn das redet, dann soll ich da noch gehen. Die Schlange, wo das Mammon erscheint, weil, dort wie Gott seine Fürsorge für uns in Frage stellen. Hat Gott wirklich mein Bastard im Sinn? Ist er wirklich mitfeilend mit meinen Bedürfnissen? Oder kann das sein, dass er wirklich will, dass ich kleinen Arm blieb? Rick Howard und Jamie Lash beschrieben das in ihr Buch This Was Your Life, dit wir dein Leben.
Wenn wir für Gott seinen Willen an eine Aufteilung Angst haben, wo wir an die Aufteilung nicht anvertrauen. Fehlendes Vertrauen betriebt Gott und hindert uns was in Christus sei. Hindert dort fehlende Vertrauen ist eine Lehre, wat Gott sein Gott seinen verlicht. Die Wahrheit ist, Gott ist viel aller besorgt, he wir uns froh seinen, in unserer Erfahrung, als wir jemals seinen waren. He will dort, wat für uns am besten ist. Weil wir beholen, wat Gott sein Willen für uns ist. Ich hab dort Gott ever gedacht, sagt der Herr, in wat ich für jünd geplant hab, ist Frieden und Erfolg, und nicht Schoden. Ich will jünd eine Zukunft und Hoffnung geben. Jeremia 29, Vers 11. Ich zie mir darüber bewusst, dass die Lehre, wat ich verschlug, meist alles über Kopf dreht, wat die meisten Menschen glauben in das Recht anseinen, wann dort am geldliche Ökonomie und Geld liegen geht. Dort ist, wo so ich so vorkommt, Gott sein Wort zitiere, wegen, der Glauben kommt durch die Predigt und die Predigt von Christus sein Wort. Römer 10, Vers 17. Die Umgebung, in der wir leben, ist zum Gottvertrauen nicht behelflich. Wir haben so viel Sicherheiten und Möglichkeiten, was wir vertrauen können, und es steht dort, wie Gott vertrauen. Und wenn wir Angst haben, Gott zu vertrauen, ist dort ein Hindernis für jährliches Wachsen. Mit Gott wandeln haft mit Vertrauen zu tun, dort haft mit Verhältnis zu tun, dort haft nicht mit Schaffen oder Reichten Unrecht zu tun, dort haft mit ein Verhältnis zu tun. Unsere grundlegende Frage soll sein, wo ist mein Verhältnis mit meinem Vater im Himmel? Wenn ich da so nachdenke, hatte ich für eine lange Zeit kein Verhältnis mit ihm. He wir mein heilenden Erlöser, aber wenn dort um das Tittliche ging, hatte ich mit ihm kein Verhältnis. Ich muss mit mir selbst oprechtig sein. Ich hatte kein Verhältnis mit Gott, wen ich ihm nicht vertraut, wenn dort um Geld ging. Solange ich Gott nicht vertraue, wo ich mit meinen Sorgen auch nicht noch ankommen. Ich war mir Arm nicht unterstahlen. Ich mochte ihm dort am Gebet bringen, vielleicht besser gesagt, wat aufteilen oder absaien, aber so schwind als ich träg, nur mein alltägliches Leben kam, nahm ich die Ware alle auf meine Schultern, wie ich die Verarm nicht wirklich losgelassen hat. Wenn ich war selbst auf mein Ehnet mit meinen Sorgen kämpf, bedeutet dort, dass ich Gott nicht vertraue, dass Gott dort kann, oder will ich es sich durch zu kämmern. Dort bedeutet, dass ich nicht einmal damit rechnen, dass er mir helfen wird. Für viele Jahre wird das Aufschnitt für mich eine Warnung. Dann sind noch Söhne, dort mangt die Disteln gesagt wird. Das sind die das Wort gehört haben, aber dann kommen die Sorgen um das Leben, dort anschmerende Reichtum, und dort Verlangen auf vieles andere ab, und dort Wort kann nicht Frucht bringen. Markus 4, Vers 18 bis 19. Wenn ich zu der Zeit auch kein Reichtum hat, rede ich zu mein Tautchen für selbst, meine Ziele und meine Träume. Beacht den Ausdruck, kann nicht Frucht bringen. Ich würde besser gleichen, wenn dort seht, mögt dort weniger Frucht tragen. Dort würde all meinen Wort beigeben, aber da wenn's würde ich mit leben können. Aber wenn die Sorgen von dieser Welt dort wird stecken, dann bringt dort keine Frucht. Ich habe auch meine Stiebe und einzelheitliche Ideen, wo dit oder jan geleist worden soll. Nee, Gott, dit ist, wo dort sein soll. Aber überraschenderweise hat Gott vorhin viel bessere Lösungen. Und, wenn Gott dort dann nicht so das, was ich wünsch, nehme ich mir die Sorgen und Probleme weiter auf die Schultern und verhol mir nur diese Utzeichnung. Gott wird sich allemal nicht durchkämmern. Oder, so als das bekannte Sprechwort sagt, Gott helpt die, wird sich selbst helfen. Für viele Jahre wird dort meine Denkweise, aber wenn ich sagen kann, Herr, mocht ihn Willen gedonen worden, dann kann ich meine Sorge losloten und Gott die Folgen überloten. Dann kann ich meinen Ismael an die Wüste schicken. Für mich war Ismael der sichere Annahme von meiner ersten Firma. Dort ist sehr wichtig, dass wir uns ganz zu Gott seinen Willen hingeben und ihm mit den Folgen vertrauen. In diesem Sinn soll wir dort auch verstehen, was Petrus schreibt. Gott ist jene Stolte, aber die Demut Geschenktheit zur rechten Zeit genot. Demutig jünd und ja Gott seine Gewalt gehand, dann wird er jünd abrichten. Schmied all jene Sorgen ab ihm, er sorgt für jünd. 1. Petrus 5, Vers 5 bis 7. Wenn sich dein Mutchen bedient, meine Sorgen Gott zu übergeben, dann bedient dort von der anderen Seite, dass ich hochmutig sei, wenn ich sorge. Jo, wegen Hochmut sorge ich, wegen ich nicht vertraue, dass Gott meine Probleme lösen wird, oder ich denke, er wird nicht so lösen, als ich dort will. Wegen Hochmut übergebe ich andere Dinge nicht, die so zu lösen, als er dort will. Und da steht, da ich selbst wird, und dabei mag ich mich von Gott los und go von am Weg. Losluten und sagen können, Herr, ich vertraue dich.
als eine Frucht von der endlosen Liebe, wat Gott für uns haft. Gott weiß mir seine unmetbare Liebe an mein Vertrauen zu bühen. Kijk, Victor, ich do dit. Ich kann dit doen. Du kannst mir nu vertrauen. Laat dat los, womit du dein Leben boven Water holen wirst. Ich werde die tragen. Dat ist der Liebe und der Genot Gottes für jeder einen von uns. Sorge nicht. Gott wird nicht mehr erwarten, als was wir tun können. Er wird nicht zulassen, dass die Versicherung so stark wird, dass wir da mal ankommen. Als ich leid Gott zu vertrauen, versuche ich nicht. Durch jeden aber gibt Gott mir richtige Segnungen. Ich komme dadurch, dass ich erkannt, dass wenn Gott mir was geben will, kann keine Kraft in die Welt dort zurückholen. Das ist für die Kreuz so, wenn Gott dir was geben will, ist da nichts in der Welt, was dort abholen kann. Aber wenn Gott mir was wegnehmen will, kann ich dort auch nicht festholen. Ich will dort verlieren. Kann ich dort loslassen? Wenn nicht, dann will ich durch heranschlappen und mich durch weidaunen. Hier wisst es gut. Der Herr haft gegeben und der Herr haft genommen. Mocht dem Herrn sie Nomen gelobt worden. Hier 1 Vers 21. Hier beschuldigt nicht einmal die Verbrecher, was seine Kamele gestohlen und seine deine Arm gebracht haben. Von da seht ihr nicht ein Wort. Gott vertrauen bedient auch losloten. Vielleicht prüft Gott die nie gerade und will die ab nie Stehen ableiten. Dort haben wir auch Fehler erfahren. So als er dort mit Israel deit, so nimmt er uns auch vor, nur die Schuld. Er leid jünd hungrig worden und dann für jünd Monate eten, jünd zu wiesen, dort einer nicht bloß von Brot lebt, aber dort einer sich ab alles verloten kann, was der Herr sagt. 5. Mose 8, Vers 3. Schien dort ein bisschen später, wenn wir sagen, dass Gott Probleme und Bedürfnisse zulässt, dort wir lehren, wo er uns versagt. Stell dir dort vor, als Gott Israel aus Ägypten rütleidt, muss er sicher, dass alle Brücken verbrannt werden. Sie können nicht trägen. Dadurch kam diese Botschaft. Hier in der Wüste war's nicht. Hier, wo ihr keine Ahren kriegen können, ich will ihn versorgen. Wenn Hunger auch noch einmal passiert, bedeutet die Erfahrung aber nicht, dass Gott nicht da ist. Als ich ginge, wie dachte ich, wenn ich mit Gott wandel, wird alles eine Dose Schokolade sein. Und wenn dann was nicht gut schafft, deut ich wat arecht oder ich hat gesündigt und Gott straft mich nu wirklich. Gott gibt nicht Segnungen. Er haft nicht ans Bastet im Sinn. Seine Versprechungen wären für die lang vergangene Tiden, die sind von dort nicht mehr anwendbar. Aber durch sind Tiden im Leben, wo Gott uns hungern lässt, dort wir lehren, dort wir ohne Arm nicht leben können. Er lässt jünd hungrig worden und dann je für jünd Monate eten, so dass je und jüne Menschen noch nie nicht Eier gegeten haben. Er deit am jünd zu wiesen, dort einer nicht bloß von Brot lebt, aber dort einer sich ab alles verloten kann, was der Herr sagt. Und in diese 40 Jahren sind jüne Kleider nicht verbruckt worden und jüne Feit sind nicht schlimm geworden. Denkt daran, dass der Herr jün Gott jün Strophen und Tracht wiesen det, so als ein Vater sein Kind belehrt. In einer Wildnis je für jün Monate eten, so dass jüne Menschen noch nie nicht gekannt haben. Der Herr schickt so eine schwere Tiden, um jünd demutig zu machen und jünd aufzuproben, so dass jünd dort ab allein kann gut gehen. 5. Mose 8, Vers 3-5 in Vers 10. Wo sie je wie Gott nicht gefriert, uns auf unseren Lebensstich durch schmale Städten zu leiden. Wenn ich über die 20 Jahre Wirtschaft zurückdenke, sage ich, dass in jeder Firma hohe und auch leere Tiden sind. Das ist ganz was Gewöhnliches. Und wenn ich lehre, dass sie leere Tiden zu brücken und die Lehre erkennen, was Gott uns geben will, dann wollen die am meisten helfen. Ich habe dort eine Angewohnheit gemacht zu beten. Herr, ich will ein Student sein, wem was zu lehren geht. Ich will die Lektionen verstehen, was du mir versuchst zu geben, die anwenden, den Examen machen und wiedergehen. Das ist meine verdagsche Denkart. Wenn was schwierig abkommt, will ich nicht jeden antworten. Und da steht, frage ich, Herr, ist das von dir? Wenn das so ist, dann kann ich das allemal nicht ändern. Und da steht, will ich lehren. Wenn ich Fehler gemacht habe, dann wies mir das, dass ich ändern kann. Aber so schwindet wie sein und dass Gott sein Werk in dieser schmale Steht am Arbeiten ist, dann frage ich, Herr, was ist die Lektion, was wirst du mir lehren? Gott hat uns in diesen Umständen all wichtige, geschaftliche Prinzipien gelehrt, sogar bei dort, wo wir anwarten, dass die Produktionsprozesse nicht glatt schafften und dass wir was verbessern mussten. Wir hatten Ideen, wo wir anders niemals würden angedacht haben. Und auch, wenn alles fein schafft, wo wir anfangen leichter Geld zu verbrucken und durchkommt dann auf einmal eine Zeit, wo wir zu viel verbrucken, dann kann das sein, dass Gott sagt, kijkt mal, was die verbrucken. Welche Uitgaben sind wichtig und welche sind nicht mehr. Welche Arbeiter leisten wirklich was und welche schaffen bloß so viel, dass ihnen nicht aufgelegt wird.
So eine Fragen mochten über nur gedacht worden, wann Gott uns durch schmale Städten durchlädt. Hunger und Durst können Port sein, von wo Gott uns lehrt. Wir wurden von das griechische Denken doller beeinflusst, als was wir kennen. Hier ist ein Beispiel. Wir lassen die Wahrheit stehen, für was die ist. Was geschrieben ist als Wahrheit, aber das macht für mich in mein tägliches Leben keinen Unterschied. Ich nehme im Denken an, dass das Wahrheit ist. Ich verstehe das vielleicht, aber das hat keinen Einfluss auf mein Leben. Das ist gewöhnlich für griechische Denken. Wahrheit hat seinen Wert. Der jetzt scheint zu benobern, und man kann durch Philosophien von machen, aber die wird niemals angewandt. Du lässt die Wahrheit einfach für sich allein stehen. Wir Christen sind ja so. Wir weiten viel von Gott, aber wir sagen wenig davon und dort an. Hebräische Denken arbeitet ganz anders. Wenn ich was als Wahrheit annehme, muss ich damit was tun, um die Wahrheit und dort anzusaten, die zu gehorchen, sogar dann, wenn ich die noch nicht ganz zu holen habe oder die noch nicht ganz verstehen kann. Eier oder Lothar wo ich dort verstehen. Abraham hielt Gott sagen, Opfer dienen sehen Isaac. Und er fuhr dort han los, dort zu tun, sogar wenn er dort nicht verstehen kann. Wenn das Gebot auch am Jehenspruch wird zu der Verheitung, was Gott zu Abraham gemacht hat, dachte er sicherlich nicht, ich hab Ismael noch. Abraham hat Ismael all weggeschickt, wie ihn Gott ihm dort befohlen hat. Ismael wie weg, und Abraham hat bloß Isaac, und nu sieht Gott, Opfer dienen sehen Isaac. Boven Eva mögt das alle kein Sinn, aber Abraham mögt bereit, dort zu tun, was Gott ihm befohlen hat. Und Gott hielt ihm in der letzten Sekunde davon auf und sieht, nu weiß ich, dass du Furcht hast für Gott und ihm gehorchen lässt. Du hältst nicht einmal einen einzigen Sehen von mir. 1. Mose 22, Vers 12. Wenn wir zurückkicken, wir Gott sein Zweig klar. Abraham war das Vorbild von Glauben und was hier passiert, wie ein Schatten von Christus in Erlösungswerk. Aber Abraham konnte das da noch nicht weiten. Daher wird ihm der Glaubensvater genannt. Wir seien 3 Dinge an Abraham seine Geschichte. Nummer 1, Gott sieht das. Nummer 2, ich hier dort und da dort. Nummer 3, ich verstehe dort nachher. Dit tue ich ohne dit mit Gott zu benobern, ob ich von diesem Plan überzeugt sie oder nicht, ob das sein mag, den mählich ist oder nicht. Diese 3 Staupen was die Lothar in das Kapitel Gott seine Mählichkeit von dich der Bibel seinen. Ist Gott für uns Gott? Wer ist Gott? Ist er wirklich mein Herr oder ist er bloß verantwortlich, mich bei dem Himmel zu kriegen, während das für an mein Leben Meister ist? Uns wird gelehrt zu glauben, dass Christus sein Blut und seine Gerechtigkeit uns Schmuck und Ehrenkleid ist und dass wir damit für Gott bestohlen worden, wenn wir zum Himmel kommen. Aber unser Leben sagen, was das wird. Die sagen, hier auf der Erde, solange ich hier sehe, brauche ich die nicht, Gott, bloß um gesehen zu sein. Zu den Juden, die an ihm glaubten, seht Jesus. Jesus sagt zu den Juden, die an ihm glaubten, wenn je bei der Wert blieben, was ich euch gelehrt habe, sind je wahrhaftig meine Jünger. Dann wo je weiten, was Wahrheit ist, und die Wahrheit wird euch frei machen. Johannes 8, Vers 31 und 32. Bemerkt dort, dass Jesus nicht sieht. Bloß dann, wenn je erst ganz verstehen können, was ich sage, dann darf je das tun, wenn je wollen. Nee, er sieht, wenn je mein Wort folgen, ohne, wann und ober, bloß dann sind je wirklich meine Jünger. Wir sehen also, dass die wichtige Sache ein Verhältnis ist. Wem will ich folgen? Wem will ich dienen? Wem lot ich an mein Leben Herr sein? Wem gebe ich an mein Leben die Freiheit, um Anleitung zu geben? Mit dit in unserem Sinn, weil wir Gott sein Versprechen noch einmal lesen. Frucht und jünd wird gegeben worden, sägt und geworden fingen, klappt an und jünd wird abgemacht worden, weil's wer da fragt kriegt und wer da sägt fängt, und wer anklappt, für dem wird abgemacht. Wird bejünd wer sein, die sehen wird ein Stein geben, wann der am Verbraut fragen wird, oder wann der am nur ein Vers frug, der am dann eine Schlange geben wird, wann die dann, so schlecht als die auch sind, doch weiten jüne Kinder gode Goven zu geben, wofür mehr wird jün Vater im Himmel die gode Dinge geben, die am noch fragen. Matthäus 7, Vers 7 bis 11. Jesus redet hier nicht über die Vergebung von unseren Sünden oder die Heilung von unseren Krankheiten. Dann würde dort klar gesagt haben und von Anfang an dafür Beispiele gegeben haben. Von der Sündenvergebung und der körperlichen Heilung redet er selbst nur. Hier redet er von Brot und Fisch, was materielle Dinge bedienen. Er wies nur sich selbst als der Versorger von diesen Dingen. Jesus redet ja allemal nicht bloß von Sündenvergebung, Himmel und Hall. In dem Herrn sein Gebet lehrt er uns dort, für uns tägliches Brot zu beten.
In de Hälfte van de Bergpredigt handelt davon, dat wir mit de Jiden in deze Welt recht umgehen. Gott, mein himmlischer Vater, sagt, dat alles selber in Gold sind es. Haggai 2, Vers 8. En daher ist hij am wenigsten ein Multibillionär. Jet dat scheint mir dat te geven, wo ich nu frag, en hij jeft dat wellig, ohne dat terug te fordern. Wozu soll ich dann noch Mammon, dat ökonomische System von dieser Welt gehen, en door te vertrouwt nu wat fragen, wat sie mit Interesse taub terug haben wollen? Fehlt mir dat wirklich? Volken leven wie so, als van Jesus gesagt hat, frachten je worden Geld liehen können, segten je wat je liet worden, klappt an in de Bank wat de der opmaken, wer wer do noch fragt, kann Geld liehen, en wer do segt, wat bargen können, en wer anklappt, wat van de Bank angelot worden. Oder erst do mankt wer nicht wat uitliehen wordt, wann sie Sehne Brot fragt, en wann de nur ein Vers fragt, wat hem dann nicht wat liehen, wann je dan, so schlecht als die auch sind, weiten, wo je jene Kinder wat liehen können, wofür mehr wat Mammon, jün Versorger, die wat liehen, wat du noch fragen. Wir leben, wat wir leben, wir handeln nur unsere Überzeugungen noch. Wat leben, wat sind unsere Überzeugungen? Ich sage das nicht, um jemand sein schuldig Gewissen abzuweichen oder überhaupt wem zu richten, aber ich will die fordern, weil wir unserem himmlischen Vater gegenüber so handeln. Wo wird hij sich feilen, wenn wir nur Mammon gehen und fragen nur Geld liehen? Die Bibel nennt das nicht gleich zu einer Sinn, Geld zu liehen, aber dort beweist, dass ich nicht erwarte, dass Gott mich versorgen wird. Jesus sein Kommen in seiner Erlösung hat uns nicht bloß mit dem Herrn verseint. Jesus ist auch für unsere Krankheiten und für unsere Armut gestorben. Wozu vertraue ich Gott nicht, dass er mich versorgen wird, und an der steht vertraue ich das finanzielle System in der Welt, um mich zu versorgen. Wenn Mammon dort erst auf was ich mein Vertrauen sagt, dann ist das Geld liehen all eine Fall von mein fehlenden Vertrauen auf Gott. Stell die einen Mann und eine Frau vor, wat Ehebruch begonnen, und dadurch wird ein Kind empfangen. Wohnt das die Sünd, das Kind oder der Ehebruch? Das Kind ist bloß die Fall von der Sünd, die Frucht vom Ehebruch. So ist das geliehene Geld auch bloß die Frucht von mein fehlenden Vertrauen an Gott. Dort ist, wo am Geld liehen bedient, dort ich mein Vertrauen auf das, was Gott sagt. Stell dir vor, wo Gott sich dann feilen macht. Was hier jetzt ist gar nicht so sehr am Geld liehen, als von wem ich halben Fürsorge erwarte. Ein Don't, was ich sage, aber durch wo ich Finanzen hantiere und wo ich finanzieller Rot herkriege, dort beweist, auf was ich mich verlot. Gott nicht vertrauen bedient nicht an Amt zu glauben. Und dort ist die Sinn. Wenn ich Gott nicht vertraue, stelle ich meine Aufmerksamkeit und Hoffnung auf eine andere Qual von halben Fürsorge. Und in dem Fall drehe ich mein Hort von Gott weg und sehe nicht bei arm nur halb, aber bei wem. Versorgt Gott uns der Geld liehen? Einmal sagt wer zu uns, ich bin bedürftig, und frucht Gott nur Geld, und Gott gibt mir auf seine Lehre Interesse geliedet Geld durch die Bank. Wir sind dort gewandt, bei der Bank Geld zu liehen, als dort nu ist, um in uns Geschäft zu investieren, um knappe Tiden durchzukommen, um ein Haus zu kaufen, um die Schule zu finanzieren, um neue Möbeln zu kaufen oder einen Urlaub zu machen, und für sicher Plastikgeld und Möglichkeiten mehr zu nehmen als angeteilt ist. Was denkt Gott von all das? Sind da Beispiele in der Bibel, wo Gott wem halb oder errichtung für mir durch was liehen? Weil wir mal checken.